Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Bioshock auf Pelzig. Ja, das ist Delta. Und wir sind die Little Sister. Jetzt wird erstmal geklettert. Ja, das dauert immer so ein Weilchen. Sehen wir das auch mal aus der Perspektive. Ach, sehr interessant, wie ich finde. So. Okay. Gut. Also, von Mutters Büro aus kann man diese Kammern entriegeln, in denen sie uns festhält. Finde einen Weg, um da reinzukommen. Okay, gehe in Lambs Büro. Uiuiui, das sieht ja auch mal stark aus. Wow. Als Little Sister hieß es, wir könnten nach Adam ernten, aber ich kann derzeit nichts machen, außer mich bewege. Die trampelt aber ganz schön rum. Bisschen Dollar kann ich mitnehmen. Dafür, dass die barfuß geht, platscht die nicht, sondern knallt ganz schön hart rum. Ah, ja, das ist die Arrestzelle, die Quarantänezelle von Eleanor. Sie lebt aber noch. Sie hat sie nur, sagen wir jetzt mal, ein bisschen erstickt, damit sie nur ihren Herzschlag aussetzt. Dann kommt man sie wiederbeleben. Heidi Hole. Versteckelloch. Okay, dann gehen wir mal ins Versteckelloch. Gucken wir mal wohl nicht durch, ja. Bin ich mal gespannt, wie das aussehen wird. Gerade auch wenn wir die Splicer sehen, weil du sagen die Little Sisters ja immer, wenn sie beschützt, ein Monster, ein Monster. Ob sie die auch als Monster sieht, also so wie sie sind. Oder ob sie die als normale Menschen von Rapture sieht. Du bist drin. Da sollte irgendwo ein Hebel sein. Zieh ihn, dann werden unsere Zellen entriegelt. Wie es aussieht, sieht sie Blut als, benutze den Sicherheitsfreigabehebel. Wie es aussieht, sieht sie Blut als Roseblätter. Aber aus der Sicht von einer Little Sister sieht es schon ganz schön aus, muss ich sagen. Wesentlich schöner als das trübselige, eklige Rapture, wie es wirklich ist. Achtung! Augustus Sinclair wurde in dieser Einrichtung gesehen. Er wird versuchen, zu Subject Delta zu gelangen. Alle familiären Pflichten sind ausgesetzt, bis er gefunden ist. Joink. Dummi Kuh. Sieht mich nicht mal. Gretel. So. Sieht mich als noch nicht. Was Mutter mit mir gemacht hat mich sehr geschwächt. Sonst würde ich diesen Teil selbst übernehmen. Aber um dein Leben zu retten, muss ich mich umziehen. Um endlich auch so stark zu sein wie du. Okay. Von hier solltest du die Teile eines Big Sister Anzugs finden können. Bitte, bring sie mir. Oh, geil. Sind wir dann als Big Daddy und Big Sister unterwegs. Finde die 3 Teile des Big Sister Anzugs. Je näher Geil. Delta kommt, desto mehr verändert sich Eleanor. Im Schlaf murmelt sie etwas, das sie Stationen seines Aufenthalts hier miterlebt hätte. Sie beginnt sich der moralischen Konditionierung zu widersetzen. Eleanors Bindung an Delta verwandelt die Tochter des Volkes zurück in ein rebellisches Kind, dessen Stimme ich nicht erkenne. Schlimmer noch. Ich habe den Verdacht, Eleanor hat etwas mit Deltas Rückkehr zu tun. Oh. Ich fürchte, um sie zu trennen, muss ich Maßnahmen ergreifen, die ich mir selbst nicht verzeihen kann. Was eine Kuh. Was eine irre Kuh. Ich finde es aber schade, dass Eleanor so zu uns steht. Wahrscheinlich aufgrund von unserer Entscheidungen. Halle. Wäre ich jetzt so bösartig, wäre, hätte mich jetzt mal interessiert, wenn ich jetzt zum Beispiel die arme Grace abgemurkst hätte. Wenn ich wenn ich mal die Hände schmutzig gemacht hätte an einem ekelhaften Poole Stanny. Und, beziehungsweise Stanley, nicht Stanny. Und wenn ich dann zum Schluss noch, was war da noch eine Entscheidung, die ich getroffen habe? Ja, genau, wenn ich Gil Alexander nicht umgebracht hätte, bin ich mal gespannt, was dann passiert wäre, falls man das jemand sagen kann. Das sieht ja schon etwas pervers aus hier, dieser Brunner. Aber die sieht die Splicer tatsächlich als Menschen. Wahrscheinlich so, wie sie zu Silvester ausgesehen. Daddy is so strong. Angel. Okay, dann gehe ich vielleicht mal so rum. Watschel, watschel.
Seht ihr mich, ihr ekliges Pleiser? Nee. Gut, also vielleicht machen die mir auch so nix. Ich weiß es ja nicht, weil verteidigen kann ich mich nicht. Aber es sieht echt geil aus dem Blick von einer Little Sister. Wesentlich besser als das ekelhafte, traurige Rapture. Ich probiere es jetzt einfach mal. Letztlich ein Segen. Mutter sagt, mein Zustand ist letztlich ein Segen. Dauernd erinnert sie mich daran, dass ich einzig dazu geboren wurde, um ihre Ideale zu fördern. Und jetzt will sie mich überreden, mich mit dem gleichen Cocktail zu splicen, der Dr. Alexander in den Wahnsinn getrieben hat. Oh. Sie glaubt, mein Zustand macht mich immun gegen die Schädigungen. Die Erdoberfläche ist meine einzige Chance auf Freiheit. Aber Mutter nahm mir den einzigen Menschen, den ich von oben kannte, und ermordete ihn vor meinen Augen. Vater, wenn ich nur einen Weg finden könnte, ihn zurückzuholen. Ja, krass. Also kannte die Johnny Topside von Over oder was? Ja, Daddy meets Dr. Gilbert. So hat Gilbert Alexander wohl in seinem Tank ausgesehen. Große Seeschlange. Sehen die mich? Ja, anscheinend bemerken die mich noch nicht mal, aber die sehen ganz normal aus, so wie sie wohl auch zu Silvester ausgesehen haben. Ah, das ist jetzt Engel, ne? So wie sie dann die Adam-Leiche sehen, nämlich mal. Ah. Engel. Ach du Scheiße. Ja, kein Wunder, dass... Ja, hier, ach. All good girls gather. Ach du Scheiße. Passiert dann was? Oh, tatsächlich. Oh, wie eklig. Aus der Achselhöhle rausgezwickt. Ah, ja, okay. Das ist kein Wunder, dass die dann die Splicer als Monster sieht. Dr. Do, sieh mal, Daddy, ein Engel zwackt ab, sieht dann, dass der Engel ziemlich eklig aussieht. Dann kommen die Splicer und das sind dann für sie die Monster. Ja, kein Wunder. Kein Wunder, dass er dann sagt, Monster. Ach du Scheiße, Mann. Das ist ja... Wow, wenn ich das jetzt so aus der Sicht sehe, das ist ja absolut schrecklich, was man in den Mädler so arg da hat. Jetzt wird sowas mal wirklich greifbar, wie furchtbar das eigentlich ist. Komm her, du kleine Göre! Komm her! Oh, 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 oh. Nett. Eigentlich war voll das ranzige Gittertor, wo hinten dran irgend so ein Müllberg brennt. Alter. Ja, da ist so ein Plüsch-Big Daddy Bouncer. War so eine Figur oder so eine Plüschfigur? Aber eher so eine Actionfigur von einem Big Daddy Bouncer fände ich schon ziemlich geil. Daddy is the best. Okay. Angel. Alter, wie furchtbar. Hier ist ein Teil des Anzugs, Vater. Bitte finde die restlichen und bring sie Alter. mir. Alter, wie räudig das hier aussieht. Oh Gott, da ist mir das wesentlich lieber. Alter, wie schäbig. 10 Jahre, Vater. Gefangen in diesem Fiebertraum. Mutter hat mich mit Drogen vollgepumpt, um meinen Geist mit Adam zu perfektionieren. Für sie ist das ideale Kind ein Genie, das ohne Wenn und Aber dem Allgemeinwohl dient. Toll. Davor hast du mich bewahrt. Oh, die gucken mich schon an. Alter, lass mich in Friede. Ihr räudige Freaks. Alter, lass mich in Friede. Gucken nicht so eklig. Hier komme ich doch nicht durch hier. Doch? Hier klemmt's aber. Lasst mich durch. Ich sag's euch im Gute. Das ist wieder der andere Freako. Komm her, du kleines Monster. Reparaturwerkstatt. Gucken wir an, noch ein bisschen noch die Typen. Every day is Daddy's Day. Alter. Okay, warum nicht? Ich kann mich nicht mal bücken hier als Little Sister. Kann nicht mal in die Knie gehen, um mal was zu sammeln, was auf dem Boden liegt. Daddy meets Uncle Stan. Alter!
Ja, da ist noch was. Ein Big Sister Helm. Da ist es. Daddy meets Uncle Stanley. Ja, ich habe einen Verzieher. Beziehungsweise hier wird es dargestellt, als hätte ich einen Verzieher, aber eigentlich wollte ich mal nur die Hände an so einem widerlichen Mensch schmutzig machen. Hinter Mutters Rücken. Ich war in Quarantäne, aber Mutter weiß nichts über das Ausmaß meiner Verbindung zu den neuen Little Sisters. Ich empfinde nicht nur mit ihnen, ich kann sie direkt kontrollieren. Sie sind jetzt meine Hände und meine Augen. Besser noch, wir haben Vaters Körper gefunden und eine Genprobe genommen. Die Mädchen verstecken die Proben in diesen Puppen, die wir immer gemacht haben. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich den Dreh raus habe, einer der Vita Chambers so zu manipulieren, dass sie seine genetische Signatur sucht. Und dann, ich kann es kaum erwarten, Mutters Gesicht zu sehen. Gutes Mädel. Sehr gutes Mädel. Die anderen Sisters sind aus mir geschaffen, Vater. Oh. Teilweise. Wenn sie in Rapture aufwachsen, empfinde ich alles mit ihnen. Als du bei den Kleinen warst, haben sie dir wie einen Vater vertraut. Wegen mir. Tja. Na, das ist natürlich praktisch. So, zwacken wir noch ein bisschen Adam ab. Alter. Das ist mir direkt aus dem Hälsel von Mr. Tumorbauch. Ist das ein Feinerler. Alter. Einfach nur Alter. Oh Mann. Aber wenn das jeweils 40 Adam bringt, ist natürlich gut. Ich meine, mit Big Daddy, mit langem Abzapfer, sind wir bei doppelt so viel, sind wir bei 80 Adam. Aber einfach mal so ein Pieksalerei gemacht und mal ein bisschen gezwackt. 40 Adam ist, das nehme ich definitiv mit. Ist so schon selten genug, Adam kriegt man eh schon viel zu wenig. Always safe with Daddy. Alter. Always stay close to a friend. Und ich glaube aber, die sehen Big Daddy nicht so, ne? Die sehen die nicht als die große Männer im Taucheranzug. Ich glaube, die sehen die ein bisschen anders. Ah, willkommen im Ranzigland. Eine schöne Eve-Spritzer. Mit einem blauen Apfel drauf abgebildet. Habe ich bisher auch noch nicht gesehen, dass da ein blauer Apfel drauf abgebildet ist. Na gut, dann holen wir uns noch die Big Sister Waffe. Gut, da haben wir alles. Dann können wir jetzt die gut Eleanor damit versorgen. Heidi Hole. Jetzt müssen wir wahrscheinlich über die Heidi Holes gehen, ne? In einem hatte Mutter recht. Ich habe dich beobachtet, Vater. Ich habe mir angesehen, wie du andere behandelt hast. Und jetzt weiß ich, wer ich bin. Also anscheinend war es wirklich gut, dass ich freundlich zu deinen Leuten war. Ansonsten hätte sie sich jetzt wahrscheinlich nicht mit mir, sagen wir mal, verbündet. Könnte ich mir zumindest nicht vorstellen, dass sie sich mit mir verbündet. Wenn ich so Monster gewesen wäre, wie man es von mir erwartet hätte. Ich bin frei. Nach allem, was Mutter mir angetan hat. Ich lebe und bin noch so weit bei Verstand, dass ich neugierig bin, wie die Sonne aussieht. Als du meine Sisters gerettet hast, habe ich zum ersten Mal seit Jahren Hoffnung gespürt. Dann habe ich offensichtlich alles richtig gemacht. Freundlich zu den Mitmenschen gewesen und kein Monster. Verhalte an den Tag gelegt und habe die Little Sisters gerettet. Das hat wohl alles wirklich dazu beigetragen, dass ich jetzt was Ordentliches als Support krieg. Und zwar Eleanor als Big Sister. Bitteschön. Boah, geil. Geilo. Jetzt tue ich das Gleiche für alle anderen. Angefangen bei der hier. Befreier, ne? Die wird jetzt auch gerettet. Und wieder zum Mensch gemacht. Wir haben es geschafft, Vater. Bald bin ich da.
Spiele ich jetzt Eleanor? Oh. Nee, anscheinend sehe ich nur, wie Eleanor sich bewegt. Aber cool. Jetzt bin ich wieder Delta. Bei diesen Anzügen musste ich immer an dich denken, Vater. Ich sehe dich wohl immer noch als Retter in glänzender Rüstung. Aber jetzt werde ich für dich kämpfen. Geil. Geil, 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 geil. Aber wir sind wieder da. Trophäe erhalten. Nimm dieses Plasmid. Maximale Damit kannst du mich Plasmid-Slots in in einem Kupfer. Kampf an deine Seite rufen. Und Trophäe erhalten in Silber wieder vereint. Sehr schön. Das ist ja mal geil. Big Daddy und Big Sister sind jetzt hier Team. Das ist geil. Das gefällt mir. Ah ja, das kennen wir noch hier, den Ort. Eleanor rufen. Neues Plasmid Eleanor rufen. Das ist, als würdest du deine Tochter mit zur Arbeit nehmen. Rufe Eleanor in ihrer Big Sister Form, damit sie dir im Kampf zur Seite steht. Geil. Auf jeden Fall. Rufen Sie die Big Sister, damit sie an Ihrer Seite kämpft. Achtung, kein Bündnis währt ewig. Okay, cool. Yeah. Sehr geil. Okay. Eleanor rufen. Ja, das ist natürlich ein äußerst cooles Plasmid. Jetzt haben wir gewonnen. Ich glaube, wäre ich ein Monster gewesen und hätte mich wie das letzte Arschloch verhalten, hätte ich das wahrscheinlich nicht gekriegt. Jeder, der es natürlich schon kennt, kann mir sehr gern Bescheid geben, wie das aussieht, wenn man halt Stanley umbringt, wenn man Grace umbringt und wenn man Gil Alexander verschont bzw. leben lässt, obwohl er ihm ausdrücklich gebeten hat, dass er umgebracht wird und somit seinem letzten Wunsch nicht entspricht. Oh, nett. Obwohl meine ganze Verbandskäste und Eve-Spritze voll sind, ist es trotzdem ein nettes Geschenk. Ja, dann wäre ich mal gespannt, ob man dann wirklich an dieses Eleanor-Rufen kriegt oder nicht. Weil ich denke, das kriegt man wohl nur so. Ach ja, das ist der tote Bruce Splicer. So ein dummer Hund. Und diese Flintenkugeln sind echt geil. So, viel Spaß. Eleanor? Bleib weg von meinem Vater! Nicht schlecht. Ja, die kämpft wie eine waschechte Big Sister. Subject Delta. Ich Geil. weiß, du kannst mich hören. Ja, Du hast mein Lebenswerk zerstört und mir meine einzige Tochter geraubt. tja. Aber Rapture ist die Heimat von Monstern. An der Oberfläche will man uns nicht haben. Heute Nacht werden wir als Familie begraben. Seite an Seite. Alter, halt die Gosh, du Spinnerin. Oh Gott, sie will das Gebäude in den Graben stürzen lassen. Da geht's Meilen nach unten. Wir müssen Sinclair finden. Ja, der kann Ammo was machen, der alte Knabe hier. Okay. Achso, Eleanor ist bei mir. Schön. Sehr schön. Jetzt können wir auf jeden Fall weiterleben. Und jetzt kann der alte Sinclair Ammo was machen, bevor wir hier verrecken. Auf furchtbare Art und Weise. Komm mit, Eleanor. Schade, dass er nicht so einen ganz gepanzerter Artzug hat, aber ich finde auch der normale Grundausstattungstaucher-Artzug von einer Big Sis, das sieht echt cool aus. Zum Innenbereich von Persephone. Alles klar. Och Gott, was für Musik jetzt. So, noch ein bisschen Wasser nachschenke. Ja, sehr schön. Gut, dann wieder X. Boah, die Musik ist schon gerade etwas creepy. Ah, ich muss echt sagen, stilles Wasser ist so zum Spieler echt das Beste von nebenbei. Vorher noch einen guten Kaffee getrunken. Bevor ich die Let's Play-Aufnahme wieder angefangen habe. Schnell! Ja, selber aber... Ah, okay, sie ist doch schneller als ich. Das ist wie dieses Big Daddy rufen, Big Daddy
bekehren, oder wie es hieß, Plasmid. Aus dem Erster. Okay. Aber steht eigentlich schon Sache, dass unser Zeit für heute tatsächlich schon wieder abgelaufen ist. North Detention Wing. Behind these walls lies perfection. Ja, als ob. Ja, dann ich muss sagen, dass ich hier tatsächlich mal einen Cut wieder mache. Und wir sehen uns dann morgen wieder zur Let's Play Bioshock 2 auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Iron Yankee.